Mein Nummer ist Mange Lück. Wir sind ein Familienbetrieb hier zu Gierwell. Als Familienbetrieb geht es seit der schwesterliche Generationen. Am Moment bewirtschaften den Betrieb ich und mein Bruder zusammen. Wir haben einen Betrieb, den als Basis hauptsächlich Milch kriegt. Das heißt, wir haben 120 Milch, von denen geht Milch und Luchslee. Mit 2 Roboter in die gestracht. Dann aber zweite Standbein wir so nach Kehren. Wir machen Brotfees für Produit Terroir für den Müller von Kleinbetten. Die geht auch gemüht. Wir haben nach ein paar Limousin, wie hier am Hintergrund gesehen sind, dann nämlich ganz viel. Wir wollen nach halten. In der Zeit haben wir nämlich schon nach dem Standbein, dass wir einerseits Kehren, Milch, Fleisch gemäht, und wir hauptsächlich nach Schuss Kehren und Milch. Der Vorteil ist von den 2 verschiedenen Standbeinen, wenn ein Schuh mich schlecht ist, dann kann das andere den aber nicht zum Teil retten. Das ist sowieso immer aufregend, ein Teil von einem Produkt zu sehen, das heute zu Lützburg produziert wird. Weil so gut du weißt, die wird heute zu Lützburg gemahlen, gebacken, auch im Hai verkauft. Wie auch die Milch, die wird schon hier verschafft und auch im Hai verkauft. Da sind wir also froh, dass es effektiv viele Akteure hier im Land hat, die auch auf die Produkte angehen. Ich habe ein Feldbrotweiß. Mein Brotweiß, all den Schuhbauen als integrierte Weiß, das heißt, da wird schon so viel gespritzt, wie wirklich muss sein. Hier sieht der Brotweiß, die wird geholt für Mehl, Bredacher, Croissant und alles, dafür zu backen. Und hier sieht den Nudelsweiß, das ist Herdeweiß. Und den Brotweiß, den heißt noch nach Mülleweiß, den ist mit Müll. Und wir bauen mittlerweile heute zu Lützburg die 2 Varianten an. Beim Dresch muss man gucken, dass der Weiß maximal 50% Fisch kriegt am besten, weil wenn er mehr hat, dann muss er gedreschen gehen. Das heißt, wir gucken, ob steckt wir ein paar Eigen, wir machen die ab, wir knallen. Wenn wir wollen sicher gehen, dann holen wir da mehr, dann machen wir eine Probe. Und sobald es gut ist, geht man am Kipper von hier aus direkt auf Kleinbetten auf Millen. Die also auch 7-8 Kilometer davon weg, da wird es auch immens viel Weiß gebaut. Nach dem Dreschen geht der Teich schon um das Feld direkt weiter. Das ist nicht, dass dann rüber das Material ist, dann geht der Stöppelumbruch gemäht. Und da sehen wir eine Zwischenfrucht dran. Zwischenfrucht ist extrem wichtig für den Erosionsschutz, für auch zu verhindern, dass die Nährstoffe ausgewäscht gehen, dass man die aber behalten, noch für die Folgekulturen. Eine andere große Sache, die wir da machen, wir helfen dann CO2 aus der Natur bannen, und wir kriegen den an den Boden, und am Ende haben wir in Humus gehalten, den wir da abbauen. Und in meinem Fall, weil ich viel Beichten habe, benutze ich nur die Zwischenfrucht als Futter für die Kühe.